Mahlzeit, moin Freunde der verrückten Unterhaltung. Heute machen wir ein Video. Wir werden jetzt einen Grill projizieren. Und zwar dieser Grill soll aussehen wie folgt. Eigentlich müsste man sagen, es wäre erst eine Art Raclette, kann man auch sagen. Nur mit Holz befeuert. Hat der eine oder andere auch wahrscheinlich schon öfter mal gesehen, wie so ein Grill ungefähr aussehen kann. Dazu zeige ich euch jetzt eben schnell ein paar Elemente dieses Grills. Hier ist ein Element. Zwar ist es eine komplett unbehandelte Stahlplatte, 8 mm dick, 800 im Durchmesser und das innere Loch beträgt 120 mm. Das wird nachher die Oberfläche quasi zum Garen von Stichwort 1, Fleisch. Für die Leute, die es auch mögen, Gemüse. Ja, das Ganze soll aussehen, oben haben wir dann die Platte, da kommt ein Auspuff drauf, natürlich hoffentlich mit einer anständigen Auspuffklappe. Als Brennkammer haben wir uns ungefähr ausgemalt, haben wir gesagt, wir machen das auf Felgenbasis, Stahlfelge. Ich weiß gar nicht, 15 Zoll glaube ich haben wir. Das ist ein Außendurchmesser von 410 mm. Unten große Ballenreifenfelge. Darauf dann 4, 5, 6. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie hoch es werden soll. Soll aber eine anständige quasi Bierstehtischhöhe ergeben. Dann sollen da außenrum noch ein Kranz mit Holz. Wir haben zwar noch nicht alle Komponenten da, aber wir fangen mal so langsam an. Also Felgen, das Thema ist gar kein Problem. Ja, ob man die jetzt verwendet, wissen wir noch nicht, aber vermutlich schon. Weil da wird natürlich nachher später nur Holz drin verbrannt. Oder Kohle, je nachdem. Wie folgt, die ersten, ich vermute 3 Felgen werden so bleiben, wie sie sind. Werden hier quasi außen miteinander verschweißt. Habe ich natürlich kein Modell, um das mal weiter zu verdeutlichen. Werden hier an der Wulst verschweißt. Die nächste kommt wieder drauf, wieder mit Innenleben. Und dann die letzten 2 sollen dann quasi hier vorne das Innenleben einmal rausgeschnitten werden mit einem Plasmaschneider. Wo wir dann nachher eine Luke mit einarbeiten, mit Anschweißscharnieren. Hoffe, wir haben auch schon da. Ja, Anschweißscharniere, kommt eine Klappe rein zum Holz nachlegen. Und dann wollen wir in den untersten Felgen noch irgendwo so eine Luke einbauen. Schauen mal, wie das klappt. Für eine anständige Aschelade. Ob man sie braucht, weiß ich noch nicht. Kurze Zusammenfassung, was haben wir jetzt überhaupt alles gemacht. So, ich glaube, zuletzt gesehen haben wir den Rohbau. Jetzt wurde gemacht die Feuertonne, so gesehen, die ersten 3 Felgen. Das ist ja die Brennkammer, wurde mit Hitzeschutzlack 600 Grad, oh 800er sogar, 800 Grad, 6 Schichten. Dann haben wir gemacht, ja, die Tür wurde gebaut mit Verriegelung. Da haben wir uns jetzt auch nicht großartig irgendwie was für einfallen lassen, also das kam uns gerade so in den Sinn. Ja, gemacht haben wir so einen kleinen Fettrand, damit uns das Fett nicht immer irgendwo hier auf dem Boden und Pflaster läuft, je nachdem, wo man aufstellen will. Lackiert wurde alles. T-Eisen haben wir schon vorbereitet für unsere Eichenholzbretter, die quasi vielleicht heute noch montiert werden. Also eigentlich schon, wenn ihr das seht, schon fertig ist. Ja, unten hatten wir dann noch ein bisschen Orange von unserer Badewanne über. Das haben wir dann gestern Abend noch eben schnell alles fix, komplett entrostet, entlackt mit der Drahtbürste. Danach anständig lackiert, grundiert, wie man das also macht. Ne? 3 Tage später.
Aber wir trinken. Hi Simon. Hallo. Dich kennt man vielleicht bald auch noch, wenn unser Norwegen-Video mal kommen sollte. Ja. Ich will nicht ins Internet. Falls die Post-Production das mal hinkriegt. Sie. Oh, nein. Prost. Nicht mehr Fett oder so. So, sieht ja aus, wenn der Profi das macht, ne? Wir können auch hier Reifen- und Reparaturpaste nehmen. Können wir? Ein Strich. 1100 Grad. Okay, vielleicht ein bisschen heiß. Was sagt denn die Temperatur? Simon? Ein bisschen heiß. Muss das fahren? Oh, jetzt mal Ja, wie gesagt, das Werk ist vollendet. Wir werden heute mit ein paar Männekes mal eben den Grill testen auf seine Fähigkeiten. Simon, was hast du als Grillfachmann? Ich bin heute der Koch hier. Eingeflogen. Ja, genau. Frisch aus Ägypten. eingeflogen von der Straße gegenüber. Probleme? Probleme? Ja, keine Ahnung. Mal gucken, ob das funktioniert. Ne? Aber ich bin zuversichtlich. Ja. Ja, nach dem Lacken haben wir den ersten Mal eingebrannt. Anschließend, oder währenddessen, wurde natürlich bei Alex die Hölzer bearbeitet, die hier drauf gekommen sind. Es waren vermutlich 50 Jahre eingelagerte Eichenbretter. Quasi wie die da unterm Bus. Nur in schön. Ja, und die hat er dann War nicht schön. alle schön mühevoll gebogen extra für uns. War natürlich ein Scherz. Ne, das ist, ja, Alex, erklär mal kurz, wie du das gemacht hast überhaupt. Ja, Eichenbohle auseinandergeschnitten, dann nach Verleimregeln zusammengeleimt, gehobelt, geschliffen. Riegeln oder Riegeln? Und dann auf die CNC gelegt, ausgefräst und dann weiter schleifen und dann irgendwann Oberfläche drauf. Und dann kam sie hier an. Einen kleinen Ausschnitt aus der CNC-Maschine haben wir, glaube ich, auch. Simon, kann es sein, kann es sein, dass es vielleicht Reicht ein bisschen jetzt? viel qualmt? Da muss wegbrennen Simon. oder Fleisch drauf, dann passt das schon. Was? Es reicht. Hol dir dein Fleisch, wir machen danach. Ernst? Oh, Gyros gekauft. Gyros-Pfanne. Was ist das denn? Ich dachte, ich bin fertig. Wie kauft denn so eine Pappe da? Gleich. Dünner. Brennt das? Ja, jetzt. Brennt. Da ist Feuer drin. Feuer! Feuer! Alarm! Ich hätte gedacht, hier wäre mehr Hitze. Nix, ne? Ich passiert da nichts. Schaden? Da brauche ich das nicht rein. Und in der Mitte ist viel. Muss nur So, oben jetzt brauchen wir drin. so einen kleinen VA-Teller, so einen kleinen, den kannst du da drüber stülpen. Ja. Das hat er auch oben so ein bisschen angepackt. Was essen wir da denn, Simon? Dammwild. Aus Schleswig-Holstein. Selber getötet. Da darfst du das rausschneiden. Rausschneiden. Aber Nix. man muss auch selber dazu sagen, dass es ein Hegeabschuss war. Jetzt fragen sich wahrscheinlich viele, was ist ein Hegeabschuss? So, Simon hat dieses Stück gesehen und hat es dann auch erlöst von seinen Qualen, weil es Vorderlauf gebrochen hatte. Wahrscheinlich, vermuten wir, Verkehrsunfall, aber Scheiß Menschen. deswegen heißt es nicht, dass das Stück schlecht sein muss von der Fleischgewinnung her, vom Wildbrett. Und somit hat Simon das Stück ehrenvoll erlöst, was wir auch sehr gut heißen. Ehre genimmt. Genau. Muss man dazu sagen. Ne? Das Jagen ist zwar schön, aber hat auch ab und zu seine dunklen Seiten. Ne? Und wenn natürlich so ein Tier dann mit einem Auto kollidiert, ist das natürlich immer etwas suboptimal. Das ist ja noch roh. Dann muss so. Top. Ja, werden wir probieren. Der Garpunkt. Diesen Gabeln. Hat der den Garpunkt? Ja gut, Stell mal bitte mit der Laserpistole einmal den Kern messen. Ich weiß auch nicht. Hab ich verdonnert zum. Das hab ich auch gesagt. Hast du Quittung mitgebracht, Dennis? Da kann Hab ich man auch umsetzen. gesagt. Wo ist der Haribo? Nein. Jetzt hab ich nicht gesagt. Nice one. Ja, ich habe eine Quittung mitgebracht. Wofür? Sehr schnell kalt. Müssen wir uns genau im Video festhalten. Die Nummer, die auf der Quittung steht mit Die war Datum aber und sehr so. lecker. Finanzamt Steinfurt. Ja, guck dir Das ist doch warum. gebrochene. Dahin würde ich das. Alles andere So ist an der Grenze hier. Du hast nicht wie ich geplant. Ich darf mir eins nehmen. Okay. Mach mal ein bisschen da. kleiner bitte. Das sieht ja aus von der Kamera.
Der Fleischtheke wurde ich gerade gefragt, ob ich eine Tüte Plastik haben will nur. Das ist kacke. Nur so, nein, 2 für Greta. Ich wollte zwar nur eine, aber ich nehme 2. Ihr seht, wir müssen leider sagen, der Grill ist noch nicht ganz fertig. Weil dieses Teil noch fehlt. Das quasi setzt man nachher hier oben dran. Das ist ungefähr so 300 mal 300 mal 300, das ist ein Dreieck. Schraubt man dann an. Das sieht natürlich wunderbar aus mit unserem Schriftzug drin und alles. Aber ist noch eine Mache. Das ist ja, wenn die Zulieferer alle keine Zeit haben, die Idioten. Bla 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 bla. Jo. Boah, so geil, so geil. Boah, so geil. Oh je, oh. Nur Fett dran tun da. Ey. Holen hier Sonnenblumenöl. Was hast du denn mit deinem Baguette gemacht, Junge? Ja, das lag da 2 Sekunden noch. Baguette? 2 Sekunden? Der war was mit Excusez-moi. Jetzt noch ein Ratatouille. Aber wir haben ja noch die absoluten Höhepunkt. Wir haben, was war das jetzt? Gyros gekauft. Jo, Gyros war Ein halbes Kilo Gyros packen wir hier noch drum, weil da kannst du ja, ist ja wie eine Pfanne. Haben wir eigentlich doch Tatze mitnehmen müssen. Na, wo ist die? Ja. Oh Gott, ich kann nie mehr essen. Hier, was ist da rum? Ja, nun zum Höhepunkt des ganzen Abends. Das halbe Kilo Gyros. Das ist die Käsegriller. Der hier nochmal! Der hier nochmal! Das ist dann, wenn die Augen an der Fleischtheke wieder zu groß waren, ne Dennis? Ja, klar. Und man sich für sich selber 8 Käsegriller einplant, aber dann trotzdem alles andere frisst, was auch noch auf dem Grill liegt. Naja, Aber 7 habe ich geschafft. Ja. Respekt, Fressack. Du machst ja Stefan noch Konkurrenz hier. So. Ah, Prost, ne? Ja, guter Punkt, Jetzt, ne? zum Schluss hat Stefan uns die Gyrospfanne angesetzt. Auch fertig. Voll schön. Ja, ich muss noch mal Ja. welche der kocht. Bilanz, was haben wir alles gegrillt heute? Also wir haben von Kartoffel, wo war das jetzt? Puffer. Kartoffelpuffer bis Gyros, Hähnchen. Wild, Hähnchen, Wurst, vormariniertes, rohes, alles gut, alles toll, ey. Ja, mit Bier geht halt alles rein, ne? Ich sag's mal so. Mit viel Spülung. Nein, wir hatten jetzt gerade 2-mal Besuch über und beide waren relativ sehr fasziniert davon und haben gewundert, dass sich das so gut funktioniert, ja alle. Muss vermietet werden. Genau, soll auch schon verdient werden. Wolltest du noch was zu der tollen Musik sagen, Stefan? Stefan legt übrigens gerade auf. Ah, nee, niemand ist. Fast sogar. Auch gedacht. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen oben da, abonniert uns weiterhin fleißig wie bisher. Ja, ob es dann tatsächlich irgendwann nochmal einen zweiten Grill davon gibt, wird sich dann vielleicht irgendwann herausstellen. Schaut bei Instagram vorbei, Facebook. Bis dahin weiterhin frohes Zusehen. Schönen Abend. Haben wir jetzt eigentlich alle Krebs? Ja. Wegen dem Öl? Stefan, warum bist du der Einzige, der noch am Essen ist? Sein. Stefan war der Erste, Weil ich gerade noch weg auch war. der als erstes angefangen ist. Simon?